Haut mam Chantal Bracke vu PwC am Schwätzen iwwer d'enregistrere vum Beil, wat ass dann de Vierdeel wann den Beil enregistrere lässt. Den Enregistrement vun engem Bei gëtt dem Bei dat zerten, ammechte bei opposable vis-à-vis vun Dritten. An dat evitéiert zum Beispiel, dat se proprietäre Purkontrakten fir die selwich Fläch ënnerschreift, wéi zum Beispiel bei Iwerbuchunge vuflich. Der nächste Lokatär, den der Kontrakt enregistrieren geht, als derjenige, den von Dritten als Lokatär betreut geht. Wie viel kostet ein Enregistrement von einem Bei? 0,6% vom Loyer sind zu bezahlen für die Dauer vom Kontrakt, y compris den Loyer für die Jahre von einer Verlängerung vom Kontrakt. Also für einen Kontrakt von 3 Jahren, rekonduktibel für eine Periode von 3 Jahren, bezahlen den Droit d'Enregistrement, weil man den Kontrakt für eine Dauer von 6 Jahren unterschrieben hat. Für ein Durchschnittsloyer für ein Appartement für 6 Jahre sind es ungefähr 800 € am Vergleich mit Hunderten von Tausenden von Euro. Haben so sogar mehr wie 1 Million für kommerzielle oder Bürogebäude von einem bestimmten Größe. Und wenn nicht da nicht ausgemacht ist, als zum vom Lokatär zu bezahlen. Also dann üblich, dass ein Bei enregistriert wird? Das ist eine Obligation, aber an der Praxis gehen immer Männerkontrakte beim Enregistrement präsentiert. Was ändert sich dann noch mit der Steuerreform 2017? Mit die geplante Änderung ist ein Enregistrement von dem Bei fakultativ zu machen. Weil man sehen, Männerkontrakten goufen enregistriert, war doch eine raisonnable Proposition, den Enregistrement fakultativ zu machen. Außerdem gibt es die Diskrimination zwischen Lokatären, die bei hun mit TVA zum Beispiel, an denen die bei hun ohne TVA. Für einen Kontrakt mit TVA bezahlt den 12 € Steuer, an für einen Kontrakt ohne TVA bezahlt den die 0,6%. Und das ging relativ substanziell Monto für Gebäude von einer bestimmten Größe. An den am meisten betroffene Sektor ist der Finanzsektor mit Lokatären, die nicht nur Steuer von 0,6% bezahlen, aber auch oft verstoppt TVA in ihre Loyer haben. Sie bezahlen dann am Anfang 2-mal Steuer. Mit der Steuerreform können Kontrakte weiterhin enregistriert gehen, allerdings müssen dann noch Steuer bezahlen.